Uns entschieden, jeden Tag den gleichen Text zu nehmen, die Geschichte von Bartimäus. Für die, die die Geschichte nicht kennen, wir lesen sie ganz kurz vor und wir werden immer verschiedene Arten euch erklären, wie man einen Text lebendig machen kann, weil wenn man schon lange gläubig ist, man hat die Geschichte von Bartimäus x-mal gelesen, man kennt das Ende und denkt, okay, da geht es hin. Aber wenn man eben verschiedene Arten hat und heute geht es eigentlich, wie kann man den Bibeltext mit verschiedenen Übersetzungen lesen. Susanne, lies diesen Bibeltext mal vor und du nimmst das aus welcher Bibelübersetzung? Neues Leben habe ich hier vor mir. Und jetzt Achtung, was ist der Unterschied von Neues Leben zu Hoffnung für alle? Ganz kurz, was hat Neues Leben für ein Ziel? Also Neues Leben kenne ich ehrlich gesagt nicht so gut, aber was ich an dieser Bibel gut finde, ist, dass es unten dran so Kommentar hat und deswegen Deswegen habe ich Neues Leben. Es gibt Hoffnung für alle, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das war meine Bibel, wo ich das erste Mal die Bibel verstanden habe, weil ich zum Beispiel bin mit Schlachter aufgewachsen und bei der Schlachter als 6-jähriges Kind habe ich nicht sehr viel verstanden und irgendwann, als ich ungefähr 20 Jahre alt war, gab es dann die gute Nachricht, das ist sehr frei übersetzt und Hoffnung für alle ist meiner Meinung nach noch ein bisschen genauer übersetzt. Und da habe ich zum ersten Mal die Bibel verstanden. Aber genau um das geht es ja heute, die verschiedenen Übersetzungen, damit man nicht irgendwo sehr frei drauf ist, aber irgendwo auf der anderen Seite auch nicht einfach nichts versteht. Deswegen ist das eine gute Möglichkeit. Also merkst du, in der Einleitung Bibelübersetzung hat das ganz verschiedene Aspekte und Nuancen und auch Zielgruppen und wir werden es noch ganz kurz erklären, was sind die Unterschiede ein bisschen, dass du verstehst, wenn jemand aus der Bibel liest oder das und dann sagt, das ist das Wort Gott steht genauso geschrieben, musst du wissen, von welcher Bibel das du übersetzt. Am Ende vom Tag, hier ist der Punkt, der Heilige Geist spricht immer, weil das ist das Schöne, weil du kannst auch in einer Predigt drin sitzen, hier habe ich auch schon erlebt, sagen Leute, wow, das war eine mega krasse Predigt, du hast das und das gesagt. Und ich habe gedacht, habe ich gar nicht gesagt. Das ist der Heilige Geist, der plötzlich dich Dinge hören lässt im Geiste, die jemand gar nicht gesagt hat. Also, wir gehen in die Geschichte von Bartimäus, lies sie ganz kurz vor aus Markus Kapitel 10 und dann werden wir euch zwei Verse rausnehmen, mal ganz kurz einen Unterschied zu zeigen, wie es eben verschiedene Nuancen gibt und wie man eben aus jeder Übersetzung etwas rausnehmen kann, was fürs Leben praktisch ist. Also das heißt Markus 10, Vers 46, so erreichten sie Jericho. Und als Jesus, nichts zufügen, was da nicht steht, als Jesus und seine Jünger die Stadt verließen, folgten ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabbuni, sagte der Blinde, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Also, jetzt haben wir diesen Bibeltext, den wir jeden Tag miteinander anschauen. Am Ende von dieser Woche wirst du Bartimäus in- und auswendig kennen, das ist so unser Ziel. Und jetzt ist interessant, was ist der Vorteil von verschiedenen Bibelübersetzungen? Das ist mega wichtig, du musst wissen, es gibt einen Bibeltext in der Originalsprache. Das ist immer so, wenn du Schweizdeutsch sprichst, musst du das übersetzen in das Hochdeutsch, hört sich ein bisschen blöd an, oder in das Französische. Und es gibt nicht immer so, ein Wort kann verschiedene Bedeutungen haben und es ist nicht immer ganz so einfach, dass man sagen kann, das bedeutet genau das oder das. Das heißt, es haben viele Leute, Bibelforscher, Sprachforscher, haben sich Mühe gemacht. Ich glaube, es gibt fast kein Buch, das so vielfältig und so akribisch in dem Sinne auch übersetzt worden ist. Weil ich habe jetzt wir sind ein neues Buch am Schreiben und wir haben Korrekteuren, die gehen auch durch den Text durch und ich merke, wenn nur schon bei unserem einfachen Buch, wo es ja nicht um den Urtext geht, ist dann die Frage, wie hast du das gemeint, aber dieses Wort bedeutet dies und jenes. Darum
man muss es ja übersetzen und das heißt auch, wir haben eine andere Kultur, wir haben eine andere Sprache und gewisse Wörter haben wir nicht im Kontext und wir haben auch, so unser Denken ist schwarz-weiß, 1 und 1 gibt 2. Im hebräischen Denken, wenn man sagt, was gibt 1 und 1, würde ich dir nicht die Antwort geben, sondern ich sage dir, oh, gute Frage, was gibt 3 und 5? Mit anderen Worten, das weiß ich eh schon. Das ist ganz ein anderes Denken. Also, ganz kurz für euch, was ist das Ziel von einer Luther-Bibel? Luther hat sich entschieden, so nahe wie möglich am Urtext zu sein, aber in einer Sprache, dass Menschen es verstanden haben, auch auf den Feldern. Es reimt sich alles. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Du warst auf dem Feld und hast den Samen ausgesät. Du merkst, es reimt sich. Man kann es sehr, sehr gut einprägen in dem Sinne. Aber natürlich, jetzt sage ich mal 500 Jahre später, haben wir eine andere Sprache, andere Wörter und darum gewisse Wörter machen für uns vielleicht nicht mehr ganz so Sinn. Dann Hoffnung für alle hat das Ziel, Menschen, die neu im Glauben sind, die Bibel so, dass du es so lesen kannst, dass es zieht dich hinein, es ist ein Fluss, es ist mega einfach, es ist mega simpel. Hat aber nicht den Anspruch, jedes Wort ist genau richtig, weil dann holpert es ein bisschen so und es ist auch zum Lesen gar nicht so einfach, sondern man öffnet es, einfach zu lesen, ganz simpel in dem Sinne. Elbenfelder, zum Beispiel, Elbenfelder Bibel, ist akribisch genau im Text. Und darum, wenn du das liest, wirst du merken, am Montagmorgen früh, du bist noch ein bisschen müde, schwierig. Und jetzt ist es interessant, jede Bibel hat einen anderen Anspruch und Zuspruch und auch eine andere Zielgruppe, aber nichtsdestotrotz, es kommt immer aus dem Wort Gottes. Und die Bibel sagt, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, kommt es wie ein Samen, es kommt nie leer zurück, es bewirkt etwas in uns. Und darum möchte ich ganz am Anfang sagen, entspann dich bei diesem Thema, wenn Leute sagen, ja, du hast aus dem gelehrt, das ist Irrlehre, das ist falsch. Nimm das Wort Irrlehre nicht sehr schnell in den Mund, sondern es hat einen anderen Anspruch und Zuspruch. Und nur weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt eine Sache verstanden in einem Punkt, bist du noch nicht der absolute krasse Theologe. Ich finde manchmal, und ich habe jetzt auch Theologie studiert, nehmen Leute schnell ein bisschen Dinge in den Mund oder versuchen Dinge zu erklären. Und ich denke, okay, die Bibel muss man immer, ich habe es am Sonntag erklärt, im Zusammenhang verstehen. Du kannst nicht eine Sache rausnehmen, sondern es hat immer einen roten Faden, eine rote Linie. So, jetzt gehen wir ganz kurz in den Text rein zusammen. Du kannst auch in diesem Buch, ich möchte ganz kurz empfehlen, Bibel lesen wie niemals zuvor. Das sind auch 31 Arten, wie man die Bibel lesen kann. Seite 99 sind die Bibelübersetzungen studieren. Du hast dir Mühe gegeben, ganz kurz diesen Text von Bartimäus. Findet man jetzt nicht so viele Dinge, es ist nicht so ein komplizierter Text, ehrlich gesagt. Es gibt andere Dinge, die sind komplizierter. Aber es sind nur noch 2 Texte raus, aus 2 verschiedenen Bibeltexten und du merkst, es gibt Nuancen. Ja, also ich habe verschiedene also du kannst auch auf bibleserver.com, da kannst du verschiedene Bibelübersetzungen gleichzeitig lesen, das ist sehr zu empfehlen, also für den Fall du das noch nicht gewusst hast. Ich selber habe jetzt mal rausgesucht, Hoffnung für alle, Luther, der Passion Translation, die liebe ich sehr. Ich habe es natürlich einfach auf Deutsch übersetzt, weil die haben immer noch so Anfügungen und Erklärungen dazu. Dann habe ich eine neue Genfer Übersetzung und ich habe gedacht, warum nicht noch eine andere Sprache, Italienisch. Ich habe den Text, bei YouVersion gibt es ja die verschiedenen Sprachen, habe ich auf Deutsch übersetzt und jetzt fällt dann so auf, was ich mir rausgestrichen habe, bei der einen Übersetzung heißt es, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich, das ist aus der Luther. Erbarme dich mein, also das ist ja so eine Formulierung, die kennen wir nicht mehr, also ich nicht. Dann hat die Passion Translation, bei der heißt es, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner in meiner Not und heile mich. Also das war hier sehr auffällig. Das möchte ich mal ganz kurz zu dem schon einen Challenge sagen. Erbarme dich mein, das würde meine Mutter verstehen in dem Sinne. Aber erbarme dich in meiner Not. Das Wort Not ist jetzt bereits schon ein bisschen hineininterpretiert, weil der Text sagt nicht aus, ob Bartimäus wirklich so krass gelitten hatte, weil man kann es sich, hör gut zu, auch als ein Bettler sich einrichten, weil es gibt auch einen Lifestyle, dass man von dem leben kann. Also hat man dennoch überlegt, in der Geschichte von Bartimäus, weil er ruft und sagt, hab Erbarmen, muss er doch eine Not gehabt haben. Aber du merkst schon, da ist schon ein bisschen Interpretation, nichtsdestotrotz ist nicht falsch,
Aber ob es jetzt genauso ist, ist aber immer so, dass man eine Geschichte, das ist eben der Punkt, dass wir versuchen, auch Dinge hineinzulesen, zu interpretieren, damit es auch lebendig wird. Und das ist per se nicht falsch. Ich habe schon gesagt, weil das Wort Gottes macht in dem Sinne lebendig. Ja, das Spannende ist halt, dass eigentlich die Bitte bei jedem gleich ist, aber wieder ein bisschen anders formuliert. Die erste Übersetzung, das war jetzt Hoffnung für alle, heißt, ich möchte sehen können. Und die zweite Übersetzung, Luther, sagt, dass ich sehend werde. Die dritte Übersetzung, das ist die Passion Translation, sagt, mein Meister, bitte lass mich wieder sehen. Und dann die vierte Genfer Übersetzung, ich möchte sehen können, ist das gleiche wie beim ersten. Und dann die italienische sagte etwas, was ich noch nie so gehört habe, Rabbi, dass ich mein Augenlicht wieder erhalte. Also dieser Text ist auch wieder interessant. Der erste, ich möchte sehen können, oder? Der war immer blind, aber sagt, ich möchte sehen können. Aber der andere Übersetzung, lass mich wieder sehen. Das ist eine Aussage, er hat einmal gesehen, wurde blind und möchte wieder sehen. Also du merkst, der gleiche Text ist jetzt die Frage, war er schon seit Kindheit an blind? In diesem Text wird es nicht ganz klar. Und jetzt kommt eben das Schöne am Bibellesen. Und das ist eben das, was mich fasziniert. Wenn du eben eine andere Übersetzung nimmst, zum Beispiel du liest immer Luther, super cool, dann nimm eine Hoffnung für alle und beginn mit dir mal zu lesen und du wirst plötzlich gewisse Dinge anders verstehen, anders sehen. Es spricht anders zu dir, weil es sind andere Wörter. Und es ist auch so, wenn verschiedene Menschen predigen, ich habe meinen Predigtstil, ich habe meinen Wortschatz in dem Sinne, auch die Art und Weise, wie ich Dinge erkläre. Und dann kommt jemand anders und erklärt den gleichen Text, andere Sprache, andere Wörter und du merkst, dein Herz geht wieder auf. Das ist die Kraft, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen nimmt. Ein gutes Beispiel, Susanne, ist mit dem Psalm 23. Und ich möchte noch ganz kurz 3 Bibeltexte vorlesen, wo du merkst, es sind wirklich verschiedene Nuancen und Prägungen. Und sei nicht demotiviert und sagt, ja, das ist ein riesen Dschungel, ist gar nicht der Punkt, sondern Luther hat es vor 500 Jahren geschrieben, Eltenfelder schon, Dings. Und die junge Generation, sage ich jetzt mal, die spricht nochmal ganz anders als ich. Und man sagt ja, wie man spricht, baut auch Kultur auf. Psalm 23. Ja, also ich habe hier aus diesem Buch vom Bibellesen wie niemals zuvor, Psalm 23 aus der Luther heißt, er weidet mich auf einer grünen Aue. Bei Neues Leben heißt es, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Schon in meinem Verständnis komplett etwas anderes. Und dann die Elberfelder, er lagert mich auf grünen Auen. Und da siehst du, die Unterschiede können sehr groß sein, aber dann bist du tiefer in den Text hineingegangen. Und was mir halt so auffällt oder auch gefällt ist, wenn man den Text 4-mal liest und dann ein bisschen isst, dann plötzlich klingen so Dinge nach. Ja. Und mir ist jetzt zum Beispiel gestern einfach das mit dem Augenlicht so nachgeklungen. Also sehen können, könnte innerlich sein, geistlich sehen, äußerlich sehen, Augenlicht. Und das ist mir einfach so nachgeklungen und das liebe ich eben am Ganzen. So, ja, und so unser Challenge für den heutigen Tag für euch ist, nimm den Text von Bartimäus, Markus Kapitel 10, nimm heute eine komplett andere Übersetzung. Wenn du keine Bibel hast, kannst du auf dem Computer eingeben, ganz einfach. Oder nimm eine Bibel, Französisch, Englisch, Italienisch, was auch immer sag ich mal, nicht deine Sprache ist. Und du wirst bei jedem Vers wirst du einen Punkt machen und du wirst viel mehr überlegen wieder, was ist da gemeint und was sind andere Wörter. Und dann bekommt die Bibel wieder, ich sage es wieder, so wie einen neuen Zugang. Und ich bete heute für dich, dass Bartimäus war blind und vielleicht sind wir auch in gewissen Punkten, sage ich jetzt mal, in einer Not, die wir haben blind. Und möge der Heilige Geist durch das Lesen der Bibel uns dir die Augen öffnen. Ich segne dich heute für diesen Tag im Namen des Vaters, des Sohnes und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bete, dass deine geistlichen Augen aufgehen und du Dinge in der unsichtbaren Welt siehst und erkennst, die eigentlich vor dir liegen, aber die man wenig sieht. Amen. Also, ich freue mich, euch morgen wieder zu sehen, den gleichen Text und eine ganz andere Methode, wie man die Bibel lesen kann. Also, ciao zusammen. Tschüss. Ciao, tschüss.